Der Fußball-Dienstag. Mit der Manuela Guyer. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Sendung «Es geht los» zum Schweizer Fußball. Die Ergebnisse aus der Super League vom 31. Spieltag. FC Basel gegen FC Zürich. Das Spiel hat stattgefunden am Dienstag 4:0. Xamax gegen Sion 0:0. Der Christian Zock hat in der 76. Minute eine gelb-rote Karte kassiert und darum hat Sion nur noch das 10. hoch gespielt. IB gegen Servette 4:2. Lugano gegen Thun 1:1. St. Gallen gegen FC Luzern 4:1. Die Partie zwischen IB und Servette ist von einem FIFA-Schiedsrichter aus Frankreich gepfiffen worden. Der Schiedsrichter hat nämlich Spielpraxis gebraucht, weil er noch Champions League und Europa League wird pfeifen. In Frankreich ist die Saison wegen Corona abgebrochen worden. Und da eben nicht gespielt wird, hat die Schweiz angeboten, dass er hier bei uns ein bisschen Spielpraxis holen kann. Nach dem 31. Spieltag ist auch festgestanden, dass der FC St. Gallen in der nächsten Saison mit Sicherheit europäisch wird spielen. An diesem Spieltag hat es 3 Heimsiege und 2 Unentschieden gegeben. Das Ergebnis vom 32. Spieltag. Sion gegen FC Lugano 1:1. FC Zürich gegen IB 0:5. FC Thun gegen St. Gallen 2:1. FC Luzern gegen Xamax 1:2. Servette gegen Basel 2:2. Der Arthur Cabral hat in der 82. Minute eine gelb-rote Karte kassiert und darum haben die Basler nur noch das 10. hoch gespielt. Beim Spiel zwischen IB und dem FC Zürich hat es keine Zuschauer gehabt. Der FC Zürich hat es schlicht und einfach nicht mehr geschafft, die 1000 Zuschauerkarten noch zu verlosen und darum hat es ein waschechts Geisterspiel gegeben. Mit dem Sieg gegen FC Zürich hat IB das erste Mal seit langem wieder auswärts gewonnen. An diesem Spieltag hat es 1 Heimsieg, 2 Auswärtssiege und 2 Unentschieden gegeben. Zur Tabelle. Platz 1 IB mit 64 Punkten. Platz 2 St. Gallen mit 62 Punkten. Platz 3 FC Basel mit 56 Punkten. Platz 4 Servette mit 46 Punkten. Platz 5 Luzern mit 42 Punkten. Platz 6 mit einem Spiel weniger und wegen einem schlechteren Goalverhältnis der FC Zürich mit 42 Punkten. Platz 7 der FC Lugano mit 37 Punkten. Platz 8 der FC Thun mit 32 Punkten. Auf Platz 9 mit einem Spiel weniger der FC Sion mit 29 Punkten. Platz 10 Xamax mit 27 Punkten. Zu den Nachrichten aus der Super League. Das Spiel zwischen dem FC Zürich und dem FC Sion, wo ja am 11. Juli hat verschoben werden, findet am 28. Juli statt. Und zwar um 8:30. Zudem gibt es einige Spielverschiebungen zwischen dem 33. und 36. Spieltag. Konkrete Änderungen gibt es in folgenden Partien. Am 34. Spieltag findet das Spiel zwischen dem FC Sion und dem FC Thun am 25. Juli um 18:30 Uhr statt, anstatt am 26. Juli. Das Spiel zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Lugano findet am Sonntag, am 26. Juli am 4 Uhr statt, anstatt am Samstag, am 25. Juli. Alle Partien vom 35. Spieltag sind auf den Freitag, der 31. Juli 2030 verschoben worden und finden darum nicht am 29. Juli statt. Alle Partien vom 36. Spieltag sind auf den Montag, der 3. August verschoben worden und finden nicht am 2. August statt.
Jetzt ist es auch in der Schweiz zu dieser Situation gekommen, wo wir schon zu Russland hatten. Wir haben darüber berichtet. Der FC Zürich hat gegen den FC Basel einen grossen Teil von der U21 müssen ins Spiel schicken. Die Idee ist vom FC Zürich selber gekommen. Die erste Mannschaft hat die U21 mit 6 Spielern verstärkt. Das ist nach Absprache mit der Gesundheitsbehörde vom Kanton Zürich so gemacht worden. In der Coachingzone ist natürlich nicht der Trainer von der ersten Mannschaft gehockt, sondern eben der Trainer von der U21-Mannschaft. Der beste Spieler von diesem Abend vom FC Zürich ist übrigens der Goalie von der U21. Der FC Zürich hat zu diesem Entscheid gesagt, sie hätten im Sinn von der Liga handeln und dafür sorgen, dass das Spiel durchgeführt werden kann. Wer erwartet hat, dass in der Super League genauso streng kontrolliert wird wie in der Fußball-Bundesliga, der hat inzwischen ein paar Enttäuschungen erlebt. Weil Corona-Tests hat man nur durchgeführt, wenn man auch Symptome hatte. Wer keine Symptome hatte, ist nicht getestet worden. Am 14. Juli meldet Xamax als dritter Club von der Super League einen Corona-Fall. Es war ein Spieler, der beim Test nach dem Spiel gegen FC Zürich zuerst einmal negativ getestet wurde und der ist jetzt plötzlich positiv gewesen. Jetzt ist es so, dass das ein alter Fall ist. Das bedeutet, die Gesundheitsbehörden haben entschieden, Xamax muss nicht in Quarantäne. Der Spieler ist nicht mehr ansteckend, weil es eben ein alter Fall ist. Der hat 2 Wochen lang keinen Kontakt zu der Mannschaft gehabt. Das Spiel vom FC Sion und Xamax ist vom Mittwoch auf den Donnerstag verschoben worden. Wie fair ist eigentlich die Schweizer Barrage? Nach den jüngsten Ereignissen bei den Relegationsspielen in der Bundesliga hat sich die Redaktion gefragt, wie fair ist denn eigentlich das Schweizer Pendant zu den deutschen Relegationsspielen? Und wir haben die Zahlen mal gecheckt und es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Barrage nicht ganz so unfair ist, wie das in der Bundesliga der Fall ist. Die Barrage ist in der Saison 2003-2004 eingeführt worden. Vorher hat die Super League, die dann noch gar nicht Super League geheissen hat, 12 Mannschaften gehabt, die sich nach der Vorrunde aufgeteilt haben. Die Mannschaften auf dem Platz 1 bis 8 haben um den Meistertitel gespielt und die Mannschaften auf dem Platz 9 bis 12 haben gegen Mannschaften aus der 2. Liga, also der Nazi B damals noch, die die Plätze 1 bis 4 belegt haben, um einen Aufstieg und Abstieg gespielt. Nach dem Moduswechsel in der Saison 2002-2003 ist der Name Nationalliga durch den Namen Superliga ersetzt worden und am Ende der Saison ist sie auf 10 Teilnehmer reduziert worden. In der Saison 2003-2004 ist die Barrage für den Platz 9 gekommen. Ganz im Gegensatz zu der deutschen Relegation, die in der Saison 2008-2009 eingeführt wurde, hat es hier in der Schweiz nach 20 Spielen nur 3 Unentschieden gegeben. Also die Schere zwischen den beiden Ligen, der 2. und der 1. Liga, also der Super League und der Challenge League, ist noch längst nicht so gross, wie das in Deutschland der Fall ist. Der deutschen Relegation wird ja oft vorgeworfen, sie sei zum Schutz von Bundesligisten da. Und wie sieht das hier in der Schweiz aus? Natürlich zum Schutz von Superligisten. Das sieht ziemlich ähnlich aus wie in Deutschland. Weil gerade mal 3 Mannschaften aus der Challenge League haben es geschafft, in die Super League aufzusteigen. In der Bundesliga haben es bislang auch nur 3 Mannschaften geschafft. Lediglich die Barrage in der Saison 2018-2019 ist auf Augenhöhe durchgeführt worden und hat im Elfmeterschiessen geendet, weil schlicht und einfach beide Mannschaften 4 Goal geschossen haben, beide Mannschaften auswärts und darum Elfmeterschiessen.
In der Barrage, die von 2013 bis 2018 ist unterbrochen war, also man hat sie erst in der Saison 2018/2019 wieder eingeführt, ist es auch zu Ausschreitungen gekommen. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe ein bisschen gesucht. Ich habe schlicht und einfach nur einen Zwischenfall gefunden. Und zwar im Jahr 2008 ist es nach dem Barragespiel zu Ausschreitungen gekommen, und zwar, wo der FC St. Gallen gegen Bellinzona gespielt hat. Sonst bin ich nicht fündig geworden. Der Schweizer Federico Leandro Gersgenti wechselt vom FC St. Gallen zu Red Bull Salzburg. Der 16-Jährige hat einen Vertrag bis ins Jahr 2023 unterschrieben. Er wird bei Salzburg in der U18 spielen. Der FC St. Gallen bindet seinen Cheftrainer, Peter Zeidler, und seinen Sportchef, Alain Sutter, langfristig an den Club. Sie haben den Vertrag von diesen beiden Männern um 5 Jahre verlängert. Zum deutschen Fußball. Wer spielt nächstes Jahr in der Bundesliga? Der FC Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg, der SC Freiburg, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC Berlin, Union Berlin, Schalke 04, Mainz 05, der 1. FC Köln, der FC Augsburg, Werder Bremen, Arminia Bielefeld und Stuttgart. Nachrichten aus der Bundesliga. Die Ausschreitungen nach dem Relegationsspiel, wo Fans vom 1. FC Heidenheim den Mannschaftsbus von Werder Bremen angegriffen haben, ist nichts Neues. Und wir haben uns diese Woche auch mal damit beschäftigt, wie viel Gewalt kommt denn eigentlich vor in der Relegation. Der neueste Vorfall zwischen Heidenheim und Werder Bremen gehört eigentlich zu den harmloseren. Ein Kommentar vom Tagesspiegel hat das Thema auch schon mal aufgegriffen. Und beim Zusammensuchen der Daten hat sich ergeben, dass es im Jahr 2015 beim Klassenerhalt vom HSV zu einem Platzsturm kam. Der ist allerdings friedlich geblieben. Beim Relegationsspiel und dem Abstieg von Carl Zeiss Jena im Jahr 2017 in die 3. Liga ist es zu einem Platzsturm gekommen, wo 23 Menschen verletzt wurden. Und rund 400 Fans haben anschliessend noch die Stadt unsicher gemacht mit Bengalos und Pyrotechnik. Beim Relegationsspiel zwischen Wolfsburg und Eintracht Braunschweig 2017 hat die Wolfsburger Mannschaft in die Kabine flüchten. Auch bei diesem Spiel ist es zu einem Platzsturm gekommen. Beim Relegationsspiel zwischen 1860 München und Jan Regensburg, ebenfalls im Jahr 2017, hat das Spiel unterbrochen werden, weil Fans Sitzschalen aus dem Stadion gerissen haben und Eisenstangen auf den Platz geschmissen haben. Und natürlich nicht zu vergessen das Relegationsspiel zwischen Hertha BSC Berlin und Fortuna Düsseldorf 2012, wo Düsseldorfer Fans den Platz gestürmt haben und die Berliner den Platzsturm als Anlass genommen haben, um rechtlich gegen den Abstieg vorzugehen. Im Jahr 2018 hat das Relegationsspiel zwischen Mannheim und Uerdingen wegen Ausschreitungen müssen abgebrochen werden. Aus sportlicher Sicht wird die Relegation schon länger kritisch beäugt. So hat sich zuletzt der YouTuber Manuel Thiele für die Abschaffungen der Relegationsspiele ausgesprochen. Anhand der Spielergebnisse hat er auch belegt, dass seit der Einführung der Relegationsspiele nur gerade 3 Mannschaften aus der 2. Liga in die 1. Liga können aufsteigen über die Relegation. Alle anderen Relegationsspiele haben den Klassenerhalt zur Folge gehabt. Darum ist er der Meinung, dass die Relegationsspiele unfair sind. Er schlägt ein Duell auf Augenhöhe vor zwischen dem Tabellen 16. und dem Tabellen 17.
Also etwas ganz Ähnliches, was die Schweiz schon hatte, wo die Liga noch Nazi A und Nazi B geheissen hat und ist aufgeteilt worden. Die eine spielt um die Meisterschaft, die andere um einen Ab- und Aufstieg. Sehr auffällig ist, dass gerade im 2017 3 Relegationsspiele von Ausschreitungen betroffen waren. Natürlich gibt es Ausschreitungen nicht ständig und überall. Und sie gehören eigentlich eher zu einem seltenen Phänomen. Da die TFL die Fernsehrechte jetzt gerade mit dem Relegationsmodell bis ins Jahr 2025 verkauft hat, wird sich aber an diesem System vorerst nichts ändern. Daran wird sich vorerst nichts ändern. Der 18-jährige Alexander Patsedigiannis, Spieler von der U19 vom FC Bayern München, und der 17-jährige Matthias Hülsenbusch, Spieler bei der U17 von Borussia Mönchengladbach, wechseln in die U19 vom SC Freiburg. Der FC Bayern München verpflichtet für die zweite Mannschaft der 20-jährige Nicolas Kühn. Er hat einen Vertrag bis ins Jahr 2023 bekommen. Der VfB Stuttgart verpflichtet der 22-jährige Konstantinos Mavropanos vom FC Arsenal. Der Spieler kommt leihhalber zum VfB Stuttgart. Nachrichten aus aller Welt. Die Champions League Sperre gegen Manchester City ist durch das internationale Sportgericht CAS aufgehoben worden. Sie müssen allerdings eine Geldstrafe zahlen. Eine Geldstrafe darum, weil sie gegen das Financial Fair Play verstoßen haben. Und dann noch eine Nachricht aus dem spanischen Fußball. Diese Woche hat Real Madrid den Meistertitel in der spanischen Liga perfekt machen. Wir gratulieren der Mannschaft zum Meistertitel. Und dann noch zum Spieler vor Woche. Der Spieler vor Woche ist eine neue Rubrik. Normalerweise läuft es so ab, dass der Spieler von der Woche gezogen wird. Anhand der Wikipedia-Daten per Zufall. Es kann sein, dass einmal eine Frau Spieler vor Woche wird oder werde auch immer. Es ist alles möglich. Der Spieler von dieser Woche heisst Jesus Corona. Der Jesus Corona ist am 6. Januar 1993 in Hermosillo auf die Welt gekommen. Er spielt rechts aussen. In der Jugend hat er beim FC Monterrey Mexiko gespielt. Seit dem Jahr 2015 spielt er beim FC Porto und ist für die 142 Mal auf dem Platz gestanden. Seit er bei den Herren spielt, hat er 230 Ligaspiele und 57 Nationalliga-Einsätze gemacht. 15 davon übrigens in der U21 von Mexiko. In der Liga hat er 34 Goal geschossen und 19 davon für den FC Porto. Für die Nationalliga hat er 12 Goal geschossen. Wir hoffen, dass der Spieler noch lange wird spielen. Die Sendung hier wird wiederholt bis um Mitternacht. Und es gibt es auch als Podcast. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt am Ball. Tschüss miteinander.